Was ist eigentlich das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen, wenn du mit einer Frau am Flirten bist? Ist es ein Spruch? Ist es irgendwie dein Style? Nein, eines der wichtigsten Sachen, und ich sage es immer wieder, ist das. Augenkontakt. Du wirst dich noch wundern, wie wichtig das Augenkontakt ist, wenn du es nicht machst. Und um dir das zu beweisen, weil es geht darum, weißt, wenn du Augenkontakt hast, tust du ja emotionale Verbindung mit der Frau aufbauen. Und ohne emotionale Verbindung, was willst du da sein? Bringt dir nichts. Und darum will ich dir in diesem Video beweisen, was es ausmacht. Ich werde zu einer Frau oder zu einer Gruppe von Frauen hingehen und ich werde Augenkontakt halten. Und dann werde ich zu einer anderen Gruppe gehen und ich werde relativ selten Augenkontakt haben. Und du wirst sehen in der Reaktion, was da der Unterschied ist. Ich würde sagen, wir legen gerade los mit dem Video. Let's go! Hallo zusammen. Kann ich euch schnell etwas fragen? Wir sind zwar am Essen gesehen, ja? Also, es ist so. Heute Abend haben wir mit dem Kollegen abgemacht und wir haben so etwas, dass wir immer an einen anderen Ort gehen. Haben ihr irgendetwas, weißt du, ich könnte jetzt auf Google gehen und ich habe einfach keinen Bock. Und irgendeinen Tipp, was ich irgendwie, ja, zum draussen hocken, wenn es schön ist, vielleicht in einem gemütlichen Ort, vielleicht hier im Niederdorf oder irgendwie in dieser Gegend, in der Stadtgegend. Da vorne sind wir schon in diesem Beizen da vorne. Ah, das mit den Würsten und so? Ja. Das wäre eine Option, ja. Das ist nicht gut. Und wenn du mit der Tür laufst, kommt nach der China-Wiese. Mit so eine herzige Bar, wo rausgestuhlt ist, gerade neben der öffentlichen Kunst. Ja, ich weiss wo, ja. Das ist okay. Ja noch schön. Sonst? Tentenwiese halt. Klassiker, aber da bin ich schon sehr fix in der Vergangenheit. Hast du gerade noch etwas im Kopf oder so? Gar nicht. Okay. Zu wenig da unten? Ja, ich kann. Weißt, ich bin früher immer auf TripAdvisor und so Zeug, wenn es um neue Sachen, und ich habe jetzt gefunden, wieso nicht einfach mit den Leuten fragen, oder? Das ist auch noch cool. Ich kenne ja mal andere Sachen. Ja, voll. Ich bin jetzt die Sachen alle auch schon kennen. Ja, ja. Nein, schon kennen. Das ist gut. Dann genießt ihr uns zum Mittag. Macht's gut. Danke. Hallo zusammen. Ich habe eine blöde Frage. Ich habe heute Abend mit einem Kollegen abgemacht. Und zwar, wir haben gedacht, wir gehen in irgendwo raushocken, wenn es so schön ist, oder in einen Kaffee, einfach, wo wir noch nie waren. Und es ist irgendwie so, weißt du, gehe ich irgendwie auf TripAdvisor oder irgendwie Google oder so, und ich habe gedacht, ich frage jetzt einfach mal euch. Vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp, wo man hingehen kann. Kennst du das Frau Geroldsgarten in der Haarbrücke? Gerade dort so... Ja, dort bei der Haarbrücke, ja voll. Ja, okay. Das ist mega schön. Also es ist so eine Terrasse, wenn es schön Wetter ist. Mega cool. Okay. Lustig, vielleicht ein bisschen mehr in der Stadt, falls... Haben Sie irgendeinen Tipp, oder? Ja, vielleicht das Hilton oder so. Ja. Ja, doch. Also es hat ja eine Terrasse. Ja. Ah, das Neue dort? Ja. Okay. Ja, das stimmt, das ist ein guter Tipp. Dort ist es noch schön, eben. Ja, und ist auch, man kann draussen sitzen auch. Ganz schön. Okay. Na cool. Ja. Danke. Bitte schön, ciao. Also du siehst, jetzt vielleicht Augenkontakt, den ich mit dir an. Das ist wirklich viel präsenter und du kannst einfach viel mehr eine emotionale Verbindung aufbauen mit der Frau. Im Gegensatz zu denen, die irgendeinen Spruch auswendig lernen, damit es endlich mal sich überwindet. Das ist vielleicht am Anfang, vielleicht kann das helfen, aber schlussendlich ist das Problem, dass du nachher nervös wirkst und sie merkt das und du schaust eben weg. Für mich war es mega komisch, die ganze Zeit wegzuschauen, möglichst viel wegzuschauen. Und ich habe mich mega in mir hineingefühlt, also so völlig im Kopf hinein, während ich mit den anderen Frauen viel mehr eine emotionale Verbindung aufgebaut habe. Also, mein Tipp an dich, wenn du merkst, irgendwie float es nicht, irgendwie ist es nicht geil, irgendwie ist es keine geile Verbindung, dann schau ihnen mehr in die Augen. Das war es vom heutigen Video. Ich weiß nicht, ob dir das Video gefallen hat. Kannst du gerne mal mit einem Like oder so oder irgendwie mit einem Feedback teilen. Und zwar, mich nimmt es Wunder, machst du das oft, Augenkontakt? Ist es so dein Ding oder nicht? Schreib es mal unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.